Ezra wie ein Schriftgelehrter. Dort gesagt, Moses sei Gott kennt. Und wir sagen in Gottes Wort, wo er den starken Verlangen hat, Wort. Bitte, ich wollte ungefähr stellen, wo wohnt er? Wo wie er? Der wir in Babylon, right? Und er hat einen sehr starken Verlangen, wo er zu tragen. Nach Jerusalem. Er will nach Jerusalem tragen. Er will in Jerusalem sein und er will heute andere mit sich zu nehmen, ab dem Weg mitzunehmen. Eine ganze Gruppe von Menschen tragen mit am Mat, auch was religiöse Lehrer und auch andere Arbeiter und Lehrer. Und diese Gruppe werden ungefähr 2000 Männer und damit ihre Familien taub. Das wird eine Gruppe viel gerade gewesen sein als plus 2000. Aber du wären 2000 Männer. Und willst du so viele Menschen werden, dann müssten die ihre Erlaubnis vom persischen König kriegen, um Trete zu tragen. Und sie müssten auch einen Brief von ihm kriegen, was die Zweig für ihren Reis erklären wird. So das müssen sie unbedingt haben, wenn sie Trete tragen wollen. Und Gottes Wort sagt, wie aus dem Herrn seinen Gott, seine Hand ewe am wir, ewe Ezra wir, dann jäuft der König am alles, wo er nur freuen dein. Wo haben wir Gottes Hand ewe am? Die Bibel sagt in Vers 10, in Ezra 7, Ezra deut an sein Hort, du nur trachten, dem Herrn sein Gesetz verstehen zu lehren, und du nur zu leben, und die Israeliten die Geboten und Rechten zu lehren. So Ezra hat den Wunsch, die Schrift, right, die Geboten zu lesen, Gottes Wort zu studieren, dort zu leben, was er gelehrt hat, und die Israeliten die Geboten und Rechten beizubringen. Okay? Und Gott segnete Ezra, indem er die Unterstattung vom König gab, taub mit all die physischen Sachen, was ihm gefehlt hat, um dort zu tun, was Gott von ihm haben will. Alles, was Ezra will, gab der König ihm. Und über ein Ding hat noch gefehlt. Ein Ding muss Ezra und auch die Menschen, die mit ihm werden, noch tun. Trete tragen, nicht? Brief hatten sie, nun mussten sie Trete tragen. Die mussten nach den langen Reisen merken, was ungefähr, was glaube ich, wie lange wurde die gedauert haben, von Babel nach Jerusalem zu Fuß zu gehen? 2 Monate? Wird lang sein, nicht? 2 Monate. Noch mal so viel. Hat 4 Monate gedauert. 4 Monate zu Fuß gehen. Scheint nicht gut sein, nicht? Das wird nicht leicht gewesen sein. 4 Monate. Und von dort, wo wir letztes Mal gehört haben, weit wie dort Ezra einen starken Glauben hat, und in unserem Text von der los, wie wir sein Glauben auf die Probe gestellt wird. Und wir werden von seinem Beispiel lernen, von der Samarias, so dass wir auch alles verstehen können, was unserem Glauben auf die Probe stellen können. So, wenn wir mit Ezra 8, Vers 21 anfangen, und so sagt die Bibel uns, und das dann war Ezra seine Wirt, er sagt, ich leute dort Riefe, wie habe einen Tag zum Pfosten bekannt merken. So, diese Menschen verleuten, Ezra mit diesen 2000 Männern in ihrer Familientaub, die verleuten sollen die Pfosten und beten. Was glaube ich, woran? Woran sollen die ihr Pfosten und beten, die verleuten? Gottes Halb zu kriegen, ja? Ja, Krieg. Das sagt du in Vers 21, wenn einer das ganz liest, das sagt, wir wollen uns alle für unseren Gott demütigen, um eine Reise ohne Gefahr zu beten, für uns und unsere Kinder und all unsere Sachen. Und dann Vers 22 und 23, dann sagt er noch dazu, ich schämt mich vom König Ritters und Begleiters für die Reise zu fordern, um uns auf den Weg für Feind zu schützen. Wie wir haben dem König gesagt, uns Gott hält seine Hand über all die zum Schutz, die am Siegen tun, und seine Macht und seinen Euer gegen all die am Verluten tun. Und so deit wie Forsten und Gott um seinen Schutz beten, und erhielt uns Gebet. Ein Bibelgelehrter erklärt, die Gefahren für reisende Gruppen von den Arabern, die durch die Wildnis reisen wollen, wären damals gerade als das Keimul-Eier. Und dort wird normal, dort Reisende den Schutz von militärischen Begleitern siegen wurden. Aber Ezra hat dem König auch so viel von Gott
und von seinem Volk gesagt und vertalt, dass er sich nicht schämen deit, für so eine Soldaten begleitete Frauen. Und deswegen befuhl er, dass all die, was mit am tragen wollen, Gottes Schutz beten und fasten sollen. Die schämt sich eine halbe Frau. Esra prüft die Menschen auch Mut zu sprechen, dass sie sich ab Gottes Kraft und Leitung verluten sollen. Und was Esra sagt und sieht, das ganz reich und das stimmt auch, aber er wisst, dass die Menschen auch nicht am Kicken deuten, right? Die wollen sein, dass er sich auch ab Gott verluten wird oder nicht. Die wollen, dass er mit seinem Beispiel an auch leiden soll. Ja, das fährt sein, wir sollen uns ab Gott verluten, aber wie Menschen dort auch und wo wir leben dann, dort wir auch ab Gott verluten dann. Dort gibt viele Menschen, die sich von der Christen nennen, die leicht von ihrem Glauben reden dann. Und das fährt, dass wir von unserem Glauben reden dann. Und was wird sei leicht über die Bibel reden dann, was die Bibel sagt, right? Aber wenn dann so weit kommt, dass sie dort ausleben sollen, was sie gepredigt haben, dann kommen die manchmal mit der Karte, nicht? Esra wisst, dass seine Duten mit seiner Wirt rein sterben müssten. Er muss selbst dort ausleben, was er predigen wird. Er sieht die Menschen, die sollen nicht ab Gott verluten. Und ich will ihnen wissen, wo so ein Leben lädt. Ich will Krieg so tun. Ich glaube, wir würden alle mit Esra hier mitfallen können. Dort gibt ein englisches Sprichwort, talk comes cheap. Right? Talk comes cheap. Das so einfach und leicht wird zu sein. Aber lebe dort ut. Lebe dort ut. Viele Menschen, auch Weltmenschen, die wissen, wo Christen leben sollen. Right? Die wissen, dass wir Christus sein. Die wissen, dass wir Gott über alles live haben sollen. Und dass wir alle unsere Nubers auch live sollen haben. Aber lebe dort ut. Passen die Menschen ab, ob wir wirklich dort ut leben, dann, was wir einmal predigen dann, oder was wir behaupten zu glauben. Passen die Menschen ab, wo wir leben dann? Die don't. Und viele Menschen, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche, wenn es dort so viel Hechler in der Kirche gibt, von der und da. Lebe dort ut, was wir einmal predigen dann, oder was wir anderen sein dann, über wer Gott ist und wo wir sollen sein. Talk comes cheap, das so leicht wird zu sein, das so viel schwerer dort zu leben. Das auch so leicht Menschen Ruhe zu geben, right? Wo die sollen sein, oder wo Menschen sich benehmen sollen und was sie lernen. Und da wir dann auch Krieg so, wenn wir in so einer Lehre sind. Ich los mal von einem Bruder, der einen Leben plötzlich verloren hat und jemand gab an den Ruth dann, dort Positive in seiner Lehre zu siegen, right? Dort Positive zu kicken. Aber dann ein paar Jahre später, dann hat er selbst einen Leben verloren und muss dann zu seinem Freund gehen und zugeben, dass seinen Ruth nicht wirklich helfen darf. Nur dort Positive zu kicken. Das so leicht Ruhe zu geben, das so leicht wird zu sein, aber was da wir dann, wenn wir auch in so einer Lehre sind. Esra weiß, dass er sich ein bisschen festgeredet hat, nicht? Er hat sich so sehr über Gottes Halb und Schutz verteilt, dass er den militärischen Schutz vom König bloß nicht annehmen kann. Er hat sich so sehr geschämt. Er weiß, er muss Krieg dort tun, was er fertig gepredigt hat und sich völlig ab Gott verloren. Er leidt Riefer einen Tag dem Fürsten bekannt machen und er erklärt, wir wollen uns alle für unseren Gott demütigen, um eine Reise ohne Gefahr zu beten für uns und unsere Kinder und all unsere Sachen. Und liebe Geschwister, ich sehe mir nicht sicher, ob wir von der und Tag dort tun würden, was Esra damals getan hat. Ein Lehrer erklärt, der direkte Weg von Babel nach Jerusalem ist ungefähr 520 Mil. Okay, das sind 520 Mil. Und der Weg, was durch Karkemisch ging, okay,
der gewöhnlich von Armeien oder großen Gruppen von Menschen genommen wird, via ungefähr 900 Mil. So, wenn einer direkt fliehen kann, dann würde es 520 gewesen sein, aber wenn einer zu Fuß gehen muss, dann wird es 900 Mil. So, meist noch mal so viel. Meist noch mal so weit. Und dort, wie das ein bisschen besser verstehen kann, dort sind 490 Mil von hier bei Cuauhtémoc, Mexiko zu fahren. Stimmt dort? Ungefähr 500 Mil? Bitte mehr. Das, was Google mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mehr als 600. Okay. Alright. Mehr als 600 Mil von hier bei Cuauhtémoc. Ich habe uns dort verstanden, dass er ist mal zu Foto gehen. Und nicht bloß eine Cuauhtémoc, mehr ganz 3 waren zu Foto. Oder vielleicht mit Esel oder mit Pferd. Und dann über 2000 Menschen mit uns zu nehmen. Während wir eine große Lot Gold und Salbe und andere wertvolle Sachen mitnehmen. Würden wir nicht Angst gehabt haben? Wie weit von den Drogenjungs, was du da links sind? Und damals wird es nicht besser mit Räber und Banditen. Und deswegen nehmen so viele Menschen militärischen Schutz an, wenn sie den Weg gingen. Aber er können nicht. Er hat sich zu sehr geschämt, um Haupt zu kriegen, um eine Haupt zu frieren. Er ging zu Fuß. Er verleiht sich auf Gott. Er mögt ihn Weg. Wenn ich an Esra denken, dann gehen meine Gedanken auch an Moses. Wenn wir unsere Bibel in 2. Moses Kapitel 14 aufnehmen, 2. Mose 14. Du sollst lesen, wie von wo die Israeliten Ägypten verleiten und wo die Ägypter dann die Israeliten hingeron kämen. 2. Mose 14. Ich will Vers 8 bei 10 lesen. 2. Mose 14, Vers 8. Der Herr mögt dem König hart eingestellt, so das wie Pharao. So dass heute die Israeliten hingen rund durch und die Israeliten gingen busig vorwärts. Und die Ägypter mit Pferd, Wehrers, Ritter und die ganze Armee juhen an hingen rund und hielten an. Und als sie nach Piha Hirot, bei dort Meer gelehrt werden, gegenüber von Baal Zephon, als die Israeliten sich dann umkickten und sahen dem König oder Pharao und die ägyptische Armee anmarschieren und anholen, dann Angst an dort sei und die Israeliten beschrien in dem Herrn. Okay, die Menschen, die haben bloß grülich Angst. Was tut Moses dann, als er das sagt, weil wir von Vers 13 und 14 lesen? Und Moses sagte dort Volk, ha nicht Angst, blieb standhaft. Und die wollen sein, wo der Herr ihnen von dir noch raten wird. Die Ägypter, die je nu noch sein, wo je nie nicht waren sein, niemals. Der Herr selbst wird für ihn streiten, blieb nur ganz ruhig. Moses schien ganz sicher zu sein, dass der Herr anhalten wird, anbewahren wird. Und dann, als er diese Dinge gesagt hat, dann fing er an, mit Gott zu reden, zu beten. Und dann Vers 15 sagt, der Herr sagte Moses, warum raubt ihr mich? Warum raubt ihr mich? Und er sagt, warum glaubt ihr mir nicht? Ich habe ihn so weit gebracht, wo ich ihn nicht von hier wieder bewahren und halten. Warum raubt ihr mich? Sei die Israeliten, sie sollen vorwärts gehen. Und Moses dann kriegt dort, was Gott von ihm haben will, und die gingen vorwärts. Moses kriegt dort, was Ezra auch getan hat. Er helpt ihnen Volk auf den Schutz und Bewahrung Gottes zu vertrauen. Und als Bibellese weit wie dort Gottes Halb von der und Tag nach durch ist. Wenn wir uns ab am verluten, dann wird er uns immer helfen. Und wenn schwere Zeiten kommen und uns Glauben aber Probe gestellt wird, dann lädt Gott uns auch an, eine Arm am Gebet zu kommen und am Vertrauen, dass er auch unsere Gebete erhören wird. Ja, Ezra und Moses hatten nur viel geredet über, wo wunderbar Gott ist, wo vertrauensvoll Gott ist, aber sie hatten sich nicht bloß
sie haben nicht bloß diese Dinge geredet, verteilt, sie verleuten sich auch gefährlich ab Gott. Wir möchten auch gute Beispiele sein, liebe Geschwister, wenn wir andere sein, wo wunderbar Gott ist und wo Gott uns helfen wird und wo Gott uns lieb hat, dann möchten wir dort auch mit uns Handel wiesen, right? Wir möchten wiesen, was es meint, ab Gott zu verluten, Gott zu vertrauen. Wir möchten gute Beispiele sein und dort tun, was wir anderen sein. Nun beten und fasten mussten Ezra und sein Volk im Glauben wandeln und sich ganz ab Gott und seine Leitung und Schutz verluten. Wir lesen an Ezra 8, Vers 23, und so deit wir fasten in Gott seinen Schutz beten und er erhielt uns Gebet. Ist das wichtig, dass wir von der und Tag noch beten und fasten tun? Was glaube ich, ist das? Wir würden sagen, natürlich, right? Beten ist wichtig. Ist es wichtig, dort wie fasten tun? Ich glaube ja, das ist von der und Tag noch so wichtig als damals. Warum do wir fasten? Warum soll wir als Kinder Gottes manchmal fasten? That's right. Ja. Dort, was immer wir durchgehen, dann wichtig ist dort eten, right? Und dort wir wirklich Gottes Haupt sichten tun und haben wollen. Right? Das ist so leicht, eine Karte Gebet zu sein, right? Ich glaube, wir beten fangen ohne wirklich darüber nachzudenken, was eine Gebet hat, right? Fangen beten, wie sei ernstlich, ja, vom Herzen, aber das ist so leicht, was zu beten und nicht mal darüber zu denken, was eine Gebet hat. Stimmt oder stimmt das nicht? Ja, okay. Das wird bloß jemand sein zu tun, nicht? Wenn wir fasten tun, dann wissen wir, Gott, das meine ich ernst. Bitte hier meine Gebete. Sei, wo ernst diese Sache ist. Bitte griff hier an und help mich. Das sei gut, wenn wir zweimal fasten tun. Gott verspricht uns zu hören, unsere Gebete zu hören und uns zu helfen, wenn wir das tun. Und für Ezra wird dort eigentlich nicht möglich, im verrückten Weiten auf Gott sein Gebet gehört hat. Aber er in seine Menschen erst auf dem Weg werden. Und Gott wir mit ihm. Ezra sagt in Ezra 8, Vers 31 bis 32, am zweiten Tag in der ersten Monat reist wie von dem Riefer wie Ahava los nach Jerusalem. Und uns Gott hielt seine Hand über uns und beschützt uns für unsere Feind und für Sonne, die uns ab den Weg überfallen wollen. Und wir kamen nach Jerusalem und reisten uns durch 3 Tage aus. Während für 5 Monate ab dem Weg nicht können sie sich für ein paar Tage ausreden. Also ging im Glauben los, wie es an Gott in seiner Halb in Kraft gleicht. Als Christen sind wir auch berufen, im Glauben zu wandeln. Das besser zu verstehen, was ich hiermit meine, weil wir unsere Bibel in Hebräer 11 aufmerken. Und ich will aus Hebräer 11 was biblische Beispiele erwähnen. Menschen, die ihren Glauben durch ihr Handel bewiesen haben. Okay? Und ich will mit Vers 7 anfangen. So, Hebräer 11 von Vers 7. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben acht Noah darauf, was Gott seht, und büht dort Schab oder Arche, seine Familie zu raten. Gott redet zu ihm über Sachen, wovon noch nichts sein wird. Durch den Glauben jäuft heute die Welt Urteil und oft die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Liebe Geschwister, wo spußig wird nicht geluten haben für die Menschen, die Noah kannten. Aus den Sachen, wo Noah eine riesig große Schab ab 3 Jahren bühen deit. Und dann noch seine Gründe dafür hielten, nicht? Und eine Überschwemmung soll kommen? So eine große Überschwemmung, dort alle Menschen auf der Welt, die nicht an die Schab worden sind, ankommen wollen? Wo können wir dort bleiben? Aber trotzdem leitet Noah sich nicht auflenken lassen. Vers 8, Hebräer 11.
Durch den Glauben wie Abraham gehorsam, als er geraubt wird und ein Land anzutragen, das er nur erorben soll. Er tragt los, ohne zu weiten, wo er hin soll. Abraham verleiht seine Verwandtschaft in sein Heimatland, woran, wie es Gott ihm dort gesagt hat. Und was würden unsere Freunde und Familie zu uns von der Nacht sein, wenn sie uns sein würden, all unsere Sachen abpacken, um weiterzutragen, wie es Gott uns dort befohlen hat. Und wenn wir anderen nicht immer sein können, wo wir handtragen wollen, wie es wir selbst nicht immer wüssten, was würden wir eher uns denken? Du spinnst, nicht? Lass nicht mal klug im Denken. Er lässt sich nicht auflenken lassen. Vers 11. Durch den Glauben kriegt Sarah Kraft, Mutter zu werden, als sie auch älter zu werden. Und sie sagt den Vertrau an, der dort versprochen hat. Sarah wist gut, dass Gott ihr ein Kind in ihr Höhe alle noch geben kann. Und das gibt ihr die Kraft und Mut, ein Kind in ihrer Höhe alle zu gebären, obwohl die Lehre allmählich schien. Allmählich sein Menschen. Und über mit Gott. Vers 13 sagt, diese sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegt, was an versprochen wird. Sie haben dort nur von weit auf kommen sein. Sie werden sich dort übersicher in Frieden sich in Bekannten, dass sie hier aber ihr nur Fremde durch andere werden. Diese Beispiele, erstmal mit diesen anderen Beispielen, die gingen im Glauben rüt. Wie es die Gott in seine Verheißungen glaubten. Und wir reut ihren Glauben auf eine Probe zu stellen. Dat ja viele Christen, wat ganz op über ihren Glauben in die Schrift reden tun, sie geben auch ihren Rat, wo andere Menschen handeln sollen und wo sie sich in was sie lernen benehmen sollen, und benehmen sie ihre eigene Rat auch an, wenn sie selbst in seiner Lehre sind. Esra hat dem König gesagt, uns Gott hält seine Hand über all die zum Schutz, die am siegen. Und seine Machten sind euer gegen all die am verluten. Nu muss er dem König wiesen, dass er wirklich dort läuft. Er hat gesagt, er wird sich ab Gott verluten und das auch kriegt, was er tun hat. Mit Beten und Fasten ging er im Glauben von Babel rüt und Gott wir mit ihm. Wird Gott mit uns sein? Wollen wir ihm vertrauen? Ja. Auch Gott uns helfen, Esras Beispiel nur zu kommen. Amen.